Wir sind zurück. Hier bei A Link Between Worlds. Nee, ich meine natürlich bei der Low-Wool-Map hier bei Hyrule Warriors Legends. Mann, die Musik, ey. Die macht mich schon ganz kirre. Und wir haben ein Problem, Freunde. Wir müssen weiter. Es gibt eigentlich nur zwei Wege. Der, wo ich gerade draufstehe. Und der hier. Problem ist, bei beiden komme ich nicht weiter, weil ich muss erstmal Feinde suchen. Ja, dazu brauche ich Items, Karten-Items. Und das Ding da rechts unten ist nichts, was man mit der Fackel anzünden kann, sondern es ist eine Eisskulptur, das heißt, wir brauchen, ja, den Feuerstab. Toll, wa? Wo kriege ich jetzt den Feuerstab her? Und hier natürlich auch ganz toll, der Felsen da rechts, das heißt, wir brauchen, ja, Krafthandschuh. Krafthandschuh ist hier, was soll ich jetzt tun? Ja, ich habe jetzt mal noch, hier nochmal ganz kurz gefightet. Ich glaube, es war's hier. War glaube ich, hier. Und nochmal ein Wandgemälde geholt, das heißt, wir versuchen es mal, bin gespannt, was passieren wird. Okay. Ah, so, es ist so aufgeteilt. Gott sei Dank, ich dachte schon, es wären zwei Karten oder so, versteht ihr? Aber nee, hier ist ja, hier, jetzt sehe ich es ganz deutlich, ja, hier. Gut, warum zwei Welten, wenn das jetzt doch Low-Wool ist, beides? Ich meine, es wäre eigentlich logisch gewesen, dass das High-Wool wäre und das andere Low-Wool. Ist ja auch scheißegal. Gut, wir sind, wo war ich jetzt hier? Kann ich jetzt jederzeit wechseln, oder wie sieht's aus? Wäre irgendwie ganz praktisch. Oder ich muss jetzt mal einen Binderrahmen einsetzen, nee, bitte nicht. Wenn ich Pech habe, schon, wa? Gut, ich glaube, hier kommen wir sowieso nicht besonders weit, wa? Ne, es sind nur ein paar Karten hier. Aber ich kriege natürlich auch schon mal den Krafthandschuh. Das heißt, mit dem könnte ich auf der anderen Seite weitergehen. Problem ist nur, wie komme ich zurück? Das wurde mir nicht erzählt. Und in den Bazar zu gehen, hilft auch nicht weiter. Verdammt. Egal, ganz kurz die Web. Ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr nehmen als Naruto. Vor allem gegen Vulga wäre es ganz ein Vorteil. Ach du Scheiße, und solche Maps hasse ich. Gut. Spielt jetzt keine Rolle, weil das ist jetzt, ja. Ich habe jetzt gesagt, deswegen Wandgemälde so zum ersten Mal eingesetzt, sprich dieses Item halt. Und wenn ich halt künftig solche Schlachten habe, versuche die halt, wenn es geht, offscreen zu machen, weil, wie bereits erwähnt, ich hasse so etwas. Ich will Link nutzen, weil den habe ich am besten trainiert und so und will nicht, dass mir das Spiel das vorschreibt, das ist nicht scheiße. Obwohl Dunkelwulga gerade ziemlich schwach ist. So, fangen ist jetzt weg. Oh, es wird so zwei da. Ja, sehr schön, dankeschön. Wegen zwei sind plötzlich mehrere. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich überlege gerade, Naruto, wie ging die schon wieder? Der hat doch irgendwie so einen seltsamen Wellenangriff oder so etwas. Egal. Nicht nötig, denn ich habe die Feuerfee. Und die grillt alles weg, oder auch nicht. So. Das waren aber doch noch relativ easy, zum Glück. Ja, es geht nicht darum, ob es jetzt schwierig wäre oder einfach, Leute. Es geht mir ums Prinzip, versteht ihr? Von wegen, ja, musst halt so machen, weil das Spiel schreibst du vor, der Pflichtcharakter und so. Mann, warum? Das ist total scheiße. So, kennen wir auch schon die Animation. Der Prinzessin des Sora-Volkes außer Queen of Time, die sogar noch in Breath of the Wild verehrt wird. Mit dem Titan Faruta. So. Mal noch ein bisschen aktuellere Ereignisse aufzugreifen. Vulgasell. Dankeschön. Sehr gut. Weiter geht's. Täuscht mich eigentlich irgendwie oder sind die Missionen echt ein bisschen einfacher als früher? Wir haben nichts dagegen, im Gegenteil, aber es fällt auch gerade ein bisschen so auf. So, was bräuchte ich hier? Jo, ich wollte mal Pfeil und Bogen, was ich hier oben hätte. Hier brauche ich... Was denn das?
Wäre sehr aus einer Kristallkugel, ist überlegt nur gerade, was es jetzt für ein Item, was, ihr wisst schon. Scheiße, und dann schon wieder. Was brauchte ich dafür? Ich glaube, so eine Kristallkugel. Ah ja, genau, Boomerang war's. Hm. So. Begrenzt auf. Wer ist das denn? Ah, Medoli ist das. Leck mich am Arsch. Aber gar nicht erkannt. Diese Pixelgebilde in Form vom ersten Zelda. The Legend of Zelda. Ja, wäre eigentlich auch ein Titel, den man Let's Playen könnte. Natürlich auch dementsprechend Adventure of Link. Ja, Zelda 2. Das 2D-Zelda, was auch ziemlich schwer ist. Ja, mein NES Mini Honey. Ins NES Mini bekomme ich auch bald. Für den dritten Teil noch A Link to the Past, weil wenn schon kein Remake kommt, kann ich zumindest auf dem Original zocken. Und da es auch mit HDMI übertragen wird und so, hätten wir zumindest mal die Originalqualität in aktueller Auflösung. Wäre ja auch nicht schlecht. So. Okay, Riesenmonster besiegen. Link macht das. Weil er ist der Held, der ihm gefällt, wir kennen's. Die große Armee. Eine große Armee, so. Wollen wir noch einen Hauptleute platt machen? Ja gut, gibt es etwas Einfaches? Ich würde sagen, ja. Moment, gib mir Magic. Wer sagt mir Magic? Toll, ist ein Magiesoldat, was gibt er mir? Natürlich keine Magic. Verzeihung? Aber ignorieren hier, finde ich jetzt aber nicht cool. Oder fragen, hallo, kann er bitte mal zoomen? Ja, zoomen, ey, mit dem Steuerkreuz. Wie sind denn mit dem R- oder L-Shooter-Tasten? Wäre viel geiler. Oh, der wäre ja auch futsch. Jo, da kommt ein bisschen was auf uns zu, wa? Aber kein Problem, denn wir sind Link! Oh. Vielleicht doch ein kleines Problem. Cool. Aber du lebst noch? Bist du für ein krasser Arsch? Na, voll überlebt, was soll denn das? So, bitte überspringen, kennen wir auch schon alles. Okay, der große Schlüssel. Gut, sehr gut, dass der hier war. Das ist sowieso gebraucht. Alter. Das ist überraschend hier. Mag ja gar nicht. Tschüss. Wo ist der andere jetzt? Ah, da. Sehr gut, einer versucht sie vorbeizuschleichen. Das finde ich jetzt relativ uncool. Und tschüssi, Hopski. Das wären alle Hauptleute gewesen. Da ist noch so einer, der ist was anderes. Da kann sich drum kümmern. Drum kümmern. Medoli natürlich. Hey, scheiße. Ah. Verzweigung. Die falsche. Geht mir alle aus dem Weg. Ich hab's eilig. Ich bin auf einer dringenden Mission. Ich muss das Let's Play beenden. Das klingt immer so, weil man sagt, ich muss das Let's Play beenden. Was, Yuga? Was macht denn der? Hä? Der muss das Monster platt machen. Würde gerne Teil meines Gesamtkunstwerks werden? Ja, von mir aus kannst du gerne kommen. Ich platt machen, das wäre mir jetzt eigentlich sehr recht sogar. Ganondorf, Ganon, Yuga, ich mache Reihe platt. Todbringer ist mir scheißegal. Beziehungsweise Verbannte jetzt in diesem Falle. Also in diesem Spiel halt. Kiwim ist ja auch noch, Zanto auch noch, und man kann ein paar Gegenspieler beisammen haben. Es fehlt echt noch Aknahin, wa? Ich meine, man könnte ja sagen, hey, das dritte Zelda, Link to the Past, hatte schon einige Elemente, die ja später noch lang aufgegriffen wurden, vor allem 3D-Zeldas halt, aber es war halt noch ein 2D-Zelda für ein Super Nintendo und von dem her
Also ich hätte es sehr, sehr gerne gesehen. Vor allem ein Remake, ja? Also, oder eben, wie gesagt, ein Remaster jetzt mal. Remake klingt auch immer so, Remake. Aber so ein Remaster und so, von mir aus eben im Stil von Link Between Worlds und dann nochmal so die Charaktere wieder hier in Hyrule Warriors, damit alle ein bisschen klare Grafik haben und episch aussehen, das wäre einfach cool. Und dann könnte ich auch endlich mal Zelda 3 nach so langer Zeit mal Let's Playen. Zum einen das und zum anderen endlich mal durchspielen. Ja, natürlich bei Midoli unten. Weil, ja, Link to the Past, ich soll das erzählen. Link to the Past war das Spiel, mit dem ich eigentlich in Berührung kam bezüglich halt der Zelda-Reihe. War mein erstes Zelda. Problem ist, das war damals noch in den 90ern, ich glaube auch 96, 97 herum. Ja, aber auf alle Fälle noch vor Ocarina of Time. Und man kennt's, es ist natürlich Zelda-Reihe, ist alles cool, gar keine Frage, aber ich kam mit dem Spiel halt... Wie soll ich das genau formulieren? Es war so, um es mal konkreter zu sagen. Ich bin dann gerade umgezogen mit meiner Mutter und ja, war halt der Neue, wenn man so will. Mein bester Freund damals, ja, wurde dann mein bester Freund, kann man sagen. Der hatte dann halt, ja, der hat mir im Prinzip das Videospiel eigentlich näher gebracht, kann man sagen. Ich glaube, ohne ihn wäre ich, glaube ich, nicht so Videospiel-fanatisch wie es jetzt der Fall ist. Natürlich alles cool und so und ja, er hat damals schon Super Nintendo gehabt und hat mir das mal quasi vorgeführt, war. Natürlich das Spiel, was vorgeführt hat, war halt A Link to the Past. Problem ist halt, er hatte, glaube ich, schon in der richtigen Ringe irgendwie 2, 3 Tempel gemacht. Das war, glaube ich, noch vor Master Schwert, aber war halt schon ein bisschen weiter. Und das war halt der Zeitpunkt, ich komme als Zuschauer dazu, sehe das Ganze, denke mir so, ja, ist schön, da rennt einer so ein pixeliger Junge, der hat ein Schwert und ein Schild, verschießt Pfeile, wirft ein paar Bomben. So kam es mir halt damals vor, versteht ihr? Es war nicht richtig, der Hype war nicht da. Ich war nicht von Anfang an dabei, ich habe das Ende nicht gesehen, mit dem Schweifer, das Masterschwert, alles, aber nicht gesehen. Da dachte mir so, ja, schön, aber interessiert mich nicht. Dann etwa ein Jahr, 2 später kam Nintendo 64 und dann natürlich Ocarina of Time. Alter, war ich da gehypt. Und da kam ich eigentlich erstmals wirklich ein Zelda-Feeling und ein Zelda-Hype rein mit Ocarina of Time. Aber halt, zum ersten Mal gesehen habe ich die Zelda-Reihe echt mit A Link to the Past. Wenn es mal überlegt, was das war. Mal kurz überlegen, ich bin 88er Jahrgang, umgezogen 96, doch, es war 96, 97, das heißt schon über 20 Jahre her, leg mich am Arsch, mich halt. Dementsprechend nächstes Jahr wäre... Ocarina of Time 20 Jahre alt. Wieder Zeit für ein Remake, wa? Zwinker, zwinker auf die Switch oder was? Warum nicht? Zocken würde es vermutlich. Obwohl mal so eine Kombi geil wäre aus, ich kann mir doch weiter, hab gar nicht gesehen. Geil. So eine Kombi halt, so Ocarina of Time Majora's Mask fände ich mal geil. So ganz persönlich. Okay, jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Abbrechen? Nee, das ist falsch. Ich muss jetzt mal wieder ein Bild einsetzen oder was? Ne, bitte nicht. Ach du Scheiße. Jedes Mal ein Bild, damit ich da... Ja, leck mich, ey. Gut, ich habe zumindest einen Krafthandschuh, das heißt, wir kämen auf der anderen Seite da weiter. Und jetzt echt ständig wieder hin und her. Warte mal ganz kurz. Was muss ich machen? Beziehungsweise, wer kriegt hier irgendwie... Also, okay. Gut, ich würde sagen, das schaffen diese Folge noch, Leute. Nehmen wir natürlich direkt die Majora's Ocarina. Ja. Dass ich da so ein Gemälde brauche. Naja. Was mich natürlich mal interessieren würde, Freunde, von welchem Spiel hättet ihr gerne ein Remake oder halt eben so ein Remaster? Also ähnlich wie es halt jetzt ja auch bei Final Fantasy 7 ist, aber schon mal erzählt. Da gibt es ja auch ein Remaster mit auch komplett neuer Grafik, sprich zeitgemäßer Grafik, Auflösung, alles perfekt und so, größere Story, etc. etc. Aber von der Zelda-Reihe aus gesehen,
Ich meine, Zelda 1... ja, warum? Weil jetzt hast du schon Breath of the Wild und Breath of the Wild ist eigentlich das neue Legend of Zelda, wenn du so willst. Von Zelda 2 will glaube ich, keiner ein Remake, ich wüsste gar nicht, welcher da irgendwie Bock drauf hätte. Zelda 3 wüsste ich jetzt einige, die Lust drauf hätten. Zelda 4 war ja, das war ja Link's Awakening, da gab es schon mal auch eine Farbvariante und so. Damals war es noch auf dem Gameboy, schwarz-weiß dementsprechend. Ja, Freunde, das gab's mal, ne? Schwarz-Weiß-Zeiten, es war nicht alles immer farbig. Genauso wie Farbfernsehen und Schwarz-Weiß-Fernsehen. Wobei ich dazu zugeben muss, dass ich geboren wurde, gab es schon Schwarzfernsehen. Farbfernsehen. Also insofern muss ich jetzt auch nicht so besonders angeben, wa? Ja, zurück zum Thema. Welches Zelda-Spiel verdiene ein Remaster? Kein Remake, wie gesagt, ein Remaster in zeitgemäßer Grafik. Ich meine, klar, so Perlen wie Ocarina of Time und Majora's Mask werden natürlich immer gern gesehen, aber ich meine, 3DS ist ja eigentlich relativ zeitgemäß und da haben sie einen neuen Auftritt und so, deswegen. Und jetzt mal für die Switch und so gucke ich glaube eher weniger. Ja, das ist mal die Frage, wa? Remake für die Switch, aber ich glaube, da wäre echt mal Skyward Sword dran. Ist zwar noch ein Wii-Titel, aber es ist im Prinzip Twilight Princess auch, wenn man es genau nimmt. Und bewegungssteuertechnisch und so wäre es ja eigentlich mit der Switch mehr oder weniger auch kompatibel. Ich will ein bisschen anpassen, aber generell wäre es möglich. Weil es 2 Generationen her war. Ich überlege jetzt gerade mal, Ocarina of Time war 64, danach kam der Gamecube und Wii. Ja gut, Wii war ja dann Wii U, ja, okay, Wii U, das war ungefähr so der Zeitpunkt bezüglich halt 3DS, war. Man kann ja eigentlich sagen, Wii U, 3DS war so eine Marke. Ich überlege gerade. Ja, warte mal, zu Nintendo 64 Zeiten gab es den Game Boy Advance, aber das höchste, was es damals gab. Zuerst war der Color noch. Advance war dann zum... Was doch schon zum Gamecube? Der DS war zu Wii-Zeiten und der 3DS zu Wii U. Wisst ihr, ich überlege gerade nur wegen generationenmäßig. Nintendo 64 Remakes auf dem 3DS. Dann kam der Gamecube mit Twilight Princess und Wind Waker. Die kamen auf der Wii U. Im Prinzip 2 Konsolen später. Ja, kann man eigentlich so betrachten. Aber ein Remaster vom, ja, eben dritten Teil, Link to the Past, wäre echt mal fällig. Aber wenn, wird es, glaube ich, eher, schätze ich mal, wird es auf dem 3DS sein, im Stil von Link Between Worlds, weil die Spiele sind sich so ähnlich, von der Grafik und vom Setting her. Alles andere wäre irgendwie weit hergeholt. Ja, nächstes Zelda für die Switch, wa? Angeblich sind die Entwickler schon wieder dran für ein neues Zelda. Fragen, die sich natürlich immer stellt, ist, ja gut, neues Zelda, ja, aber worauf Fokus legen und so, Das ist dann eine relativ gute Frage. So, Pokémon haben wir jetzt auch. Weil eigentlich mit jedem neuen Zelda, was erschienen, zumindest seit Ocarina of Time, kann man eigentlich was sagen, und vor allem mit den Konsolen, haben eigentlich immer etwas Neues versucht, wenn man so will. Von der Technik her zum Beispiel. Wind Waker war das mit dem Cell-Shading-Stil. Der offenen Welt im Prinzip, wo man ja eigentlich große weite Wege durchfahren konnte. So, Scheiß, da brauche ich auch noch, wa? Achso, war der Mai. Schnell ein Riesenmonster. Ich gucke gerade, Leute, weil wir haben eigentlich noch etwa eine Minute und so, aber wenn es relativ schnell geht. Ja, mit 3 Minuten gut bedient. Yuga, aber da wird irgendwie ein Herzcontainer oder so etwas sein. Mal Klamotten oder so etwas, na kaum. Finsterbonus drauf, wieso Finsterbonus, hab keine Ahnung. Dann haben wir die Bildrahmen, oder ja die Holzrahmen. So. Muss reichen. Ja, generell, ich denke, von anderen Zelda jetzt wohl eher keine Remakes geben, so auch wegen der Force Wars Teile waren zu wenig beliebt generell. Meine ich, kämen es auch schon zu lange her, aber
ja, A Link to the Past ist zwar auch schon lange her, aber wird immer wieder gerne gesehen und gerne mal erwähnt. So, da könnte ich mir sagen, gut vorstellen, dass es dann ein Remaster geben würde. Aber ja, anderes Thema, neues Zelda. Was wären zum Beispiel eure Anforderungen an ein neues Zelda? Wenn man es mal so fragen dürfte. Ich meine, das Skyward Sword war ja klar. Ich meine, Skyward Sword hatte viel Story, viele gute Story-Elemente, hat auch wegen der Steuerung viel beigetragen von der Wii Motion Plus und so. Was allerdings nicht war, war die große offene Spielewelt. Die kann man dann, ja, Nachfolger von Skyward Sword war ja jetzt im Prinzip Breath of the Wild. Und hier haben wir es ja grandios umgesetzt, dafür auf andere Aspekte ein bisschen verzichtet und so, damit es eben mehr Open World und so ist. Aber worauf soll das nächste Spiel abziehen? Also, ich hoffe eigentlich noch ein bisschen auf ein Spiel, was alles ein bisschen kombiniert. Und vor allem mal HD-Grafik ist. Also ja, Breath of the Wild ist natürlich auch HD, ist ja Switch und so. Aber, nee, ich meine wirklich so eine Grafik, die einfach auf dem Top-Zustand der aktuellen Zeitalters ist. Man hatte damals auf der Wii U, gab es mal eine Tech-Demo noch, wo man gesagt hat, ja, das könnte irgendwie vielleicht dann das nächste Zelda sein. Da gab es irgendwie einen Bosskampf aus Twilight Princess, zwischen Link und der Spinne Goma. Nicht der Spinne hier, sondern eine andere Spinne. Und das wurde damals ja auch grandios umgesetzt. Klar, es war nur eine Tech-Demo natürlich. Aber grafiktechnisch war das Spiel echt 1A. Es war echt die Bombe. Wobei, Demos sagen nicht viel aus, leider. Habe ich damals sehr schmerzlich feststellen müssen für den Gamecube. Es gab damals im Gamecube gab es auch eine Tech-Demo, das war ein Kampf zwischen Ganondorf und Link. Und das war, ja, damals halt nach Ocarina of Time, Majora's Mask. Das war für mich so die Zeit, wo ich mir dachte, jo, Ocarina of Time hat gefeiert, Majora's Mask fand ich eher ein bisschen lame, wegen der Story halt. Also zu durchschaubar waren, keine Überraschung bot, für mich persönlich. Dann dachte ich mir so, okay, von Gamecube, geil, kann nur cool werden. Der Wind Waker, storytechnisch, ja, war ordentlich, aber eben der Cell-Shading-Stil und vor allem der Demo, die da gezeigt wurde. Demo, nix vom Cell-Shading-Stil, es war einfach eigentlich so wie der Smash-Teil nachher. Super Smash Bros. Für Gamecube. Beziehungsweise war es der Link, der Ganondorf, der wurde da bei Tech-Demo verwendet. Alles geil, aber umgesetzt halt für den Wind Waker wurde Cell-Shading-Style. Deswegen, wie ich finde, auf Tech-Demos und so kann man sich auch nicht so sehr verlassen. Oder vielleicht zum Glück nicht. Also es macht auch ein bisschen das Zelda-Feeling aus. Was experimentell immer ein bisschen was Neues. Oder zurück zu alten Wurzeln und trotzdem was Neues hinzufügen. Es ist, ja, schwierig zu beschreiben, sag jetzt mal. So, wir haben das gemeldet, das heißt, wir können eigentlich jederzeit zurück, wenn es nötig ist. Ich hoffe aber, dass ich irgendwo noch einen Feuerstab finde. Das heißt für uns, vor allem in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Hier in der Spiegelwelt, was auch immer das sein soll. Dankeschön. Hier gibt es offenbar nichts mehr, das heißt, wir lassen das erstmal. Wenn wir uns nächste Folge also um das hier kümmern. Ja, da muss ich es aktivieren. Muss er zwar hier auch, haben wir noch nicht gemacht. Stufe 2 Waffe wäre natürlich eine Option. Ich kriege hierfür Pfeil und Bogen, was noch fehlt. Also, man könnte es eigentlich machen. Ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen durchwaschen und gucken, ob wir noch irgendwelche Waffen finden. Ich meine, klar, wir haben Bomben und so, aber wir sehen nichts von der Karte, wa? Deswegen, vielleicht kann es sein, dass es hier noch einen Feuerstab gibt und so. Wenn ja, cool, hole ich mir noch. Ansonsten würde ich sagen, wir in der nächsten Part wieder zurück. Und schauen, was wir auf der anderen Seite noch so machen können. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.